Rogue One, a Star Wars Story, spielt vor Star Wars Episode 4 A New Hope und handelt von einer Gruppe Rebellen, die vom Imperium Plan vom Todesstern klauen müssen. Angeführt wird die Rebellengruppe von der Jyn Erso, die sehr persönliche und sehr eigene Motivationen hat, um diese Pläne quasi denen zu stehlen. Das verhindern möchte der Director Krennic, das ist so ein bisschen der Death Star Baustelle Supervisor in dem Sinn, und er möchte an einer höheren Macht in dem Sinn etwas beweisen, indem er das versucht zu verhindern. Rogue One ist eigentlich die Verfilmung von so einem kleinen Abschnitt aus der Opening Crawl von Star Wars Episode 4 und zwar sehr ein guter. Ich hatte wirklich Freude an Rogue One. Nicht so viel wie Force Awakens letztes Jahr, aber trotzdem habe ich Rogue One wirklich extrem gut mögen. Das Wichtigste an diesen Star Wars Filmen meiner Meinung nach ist das Feeling. Fühlt er sich an wie ein Star Wars Film? Sieht er aus wie einer? Tönt er wie einer? Und das finde ich hat Rogue One definitiv geschafft. Er grenzt sich zwar durch gewisse stilistische Gegebenheiten, die vom Regisseur und so kommen, durchaus ab von dieser Hauptstory in dem Sinn, aber sonst fügt er sich wirklich nahtlos in die ganze Serie ein. Etwas, was der Regisseur, der Gareth Edwards, wirklich gut kann und uns schon bei Godzilla gezeigt hat vor ein paar Jahren, ist seine Art Grössenverhältnis zu zeigen. Das klingt jetzt vielleicht hure blöd, aber erst in diesem Film wird richtig gezeigt, wie riesengroß zum Beispiel der Todesstern ist. Da siehst, im Trailer siehst du es so, siehst den riesengroßen Sternenzerstörer, der da kommt und nachher hinten aus dem Licht erscheint der Todesstern. Und der ist wirklich riesig. Und das schafft er auch mit ganzen Haufen anderen Sachen. Zum Beispiel mit, wie groß ist so ein AT-AT oder AT-AT oder wie man jetzt halt dem Ding auch immer sagen will. Und das habe ich extrem eine coole stilistische Gegebenheit gefunden, die der Regisseur mitgebracht hat. Der Film hat eine ganze schwette Figuren und ich möchte jetzt nicht auf alle eingehen. Es sind alle gut, Leute wie der Mads Mikkelsen zum Beispiel sind wirklich gut. Aber es ist natürlich so, wie irgendwie immer die Asiaten sind natürlich die coolsten. Der Wen Zhang und der Donnie Yen sind so ein Duo, wo immer so ein bisschen zusammenheben und so und sich gegenseitig ergänzen und die sind wirklich extrem cool. Vor allem der Donnie Yen mit seinen Martial Arts Künsten, wenn er da Leute mit seinem überlangen Stecken so ein bisschen vermöbelt. Das hat er echt im Griff und das fügt sich super gut in das Star Wars Universum ein. Es ist ein Star Wars Film, also braucht es auch einen Droid. Und der Droid heisst das mal K2SO und ist meiner Meinung nach einer der besten Droiden. Ja, der BB-8 ist mega herzig und der C-3PO und der R2-D2, die sind so ein bisschen Ikonen und so und die kennt man langsam. Aber der K2SO ist echt super. Er ist lustig und er ist sarkastisch, aber er hat auch wirklich etwas auf dem Kasten. Also ich habe den Droid wirklich cool gefunden. Mir hat auch der Bösewicht, der Director Krennic, gut gefallen, der gespielt wird von Ben Mendelsohn. Er kommt nicht so viel vor, wie ich es mir gewünscht hätte, aber er hat eine Präsenz und er ist auch wirklich gut gespielt. Er ist eine sehr coole Figur. Er ist natürlich an einem Darth Vader haushoch unterlegen in dem Sinn. Und der Darth Vader ist in dem Film, aber wer da jetzt einen Darth Vader Film erwartet, der wird garantiert enttäuscht, weil der Vader ist kaum 5 Minuten in dem Film, aber wenn, dann markiert er Präsenz und ist echt mega cool. Ich habe ihn super eingesetzt gefunden und vor allem seine letzte Szene ist wahrscheinlich die coolste in den ganzen Star Wars Film. Die beiden Hauptfiguren, gespielt von Diego Luna und der Felicity Jones, also der Cassian und Jyn Erso, die habe ich auch mega gut gefunden. Vor allem, weil beide so eigentlich ihre eigenen Motivationen hatten, um das zu machen. Nicht, weil sie finden, wir wollen jetzt da der Menschheit helfen oder irgend so ein Scheiß, sondern sie haben ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Motivationen, ihre eigenen Einstellungen zu dem ganzen Thema und das habe ich mega cool gefunden. Und sie funktionieren auch gut miteinander, sie harmonieren sehr, sie haben eine gute Chemie miteinander. Das sind wirklich zwei sehr, sehr coole Figuren zum Zuschauen in so einem Film. Dazu kommen noch ein paar kleine Cameo-Auftritte von ein paar Figuren, die der ein oder andere Star Wars-Fan vielleicht könnte oder sollte erkennen und die habe ich eigentlich noch recht herzig gefunden. Ich finde zwar, dass Rogue One so ein bisschen einen langsamen Einstieg hat und zwischenzeitlich aber nicht so wirklich vom Fleck kommt, aber spätestens beim dritten Akt ist das für mich schon fast wieder vergessen gewesen, weil der Sepp ist einfach allerbeste, grossartige Blockbuster-Unterhaltung. Was hat mir dann nicht gefallen?
Meiner Meinung nach ist Rogue One sehr vorhersehbar. Es ist sehr ein berechenbarer Film. Und zwar nicht nur, weil man weiss, wie das der Film ausgeht. Wenn man Episode 4 gesehen hat, dann weiss man, wie das Rogue One wird ausgehen. Aber nur schon die Geschichte quasi bis dorthin zu dem Zeitpunkt ist teilweise furchtbar berechenbar und auch die Figuren machen sehr berechenbare Sachen und es kommen berechenbare Story-Elemente und man weiss einfach irgendwie, also mir ist es so gegangen, ich habe fast immer eigentlich gewusst, was passiert und wenn du in den Film reingehst und findest, wahrscheinlich passiert das und das, das wird wahrscheinlich auch passieren, außer du hast das Gefühl, dass irgendwie Jyn Erso sich plötzlich in einen Äpfel verwandelt. Unter dem Strich hat mich Rogue One, eine Star Wars Story, aber durchaus überzeugt. Er ist so ein bisschen safe, nicht so mutig, wie ich es gehofft habe. Er ist sehr vorhersehbar, meiner Meinung nach. Und er hat ein bisschen einen langsamen Einstieg und zwischendurch so ein bisschen Durchhänger, wo nicht so viel passiert. Aber im dritten Akt kommt das alles super zusammen. Es gibt tolle Actionsequenzen, es hat gute Figuren, es hat ein tolles Sounddesign und er ist wirklich extrem gut gefilmt. Wahrscheinlich einer der bestaussehendsten Star Wars Filme meiner Meinung nach. Von dem her kann ich Rogue One jedem Star Wars Fan in dem Sinn empfehlen. Was zwar eigentlich ein bisschen eine doofe Empfehlung ist, weil die Star Wars Fans werden den sowieso schauen. Es wird, glaube ich, jetzt so ein bisschen zur Tradition, dass Star Wars irgendwie ein Jahr abschließt, so wie es aussieht. Und Rogue One macht das auch mehr als solid. Er hat mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen, wie ich es ursprünglich gehofft habe. Für das war mir wahrscheinlich ein bisschen zu wenig mutig gewesen. Aber trotzdem, ich freue mich auch darauf, wenn nächstes Jahr Episode 8 das Jahr 2017 abschließt. Und auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.